eis Community erklären, wann schlift? Dat Techt der wild wissen, wat den LGBTQIQ an den A wat dat techt. L as fir Lesben, gay as fir Männer, schwul, bisexuell, den T as fir transsexuell, Transgenderleit, de queer, de Q as fir de queer, den I as fir den intersexuell, dat ass awer méi e medizinsche Begriff an den A as fir den asexuell. Wie gehst du haut mat denger Sexualität an? Bon, ich hatte die Chance, dat wie ich mich geout hun für rund 25 Jahre, natürlich auch an einem anderen Alter wie haut Jugend, aber schon am Anfang nie ein Problem damit gehabt. Ich habe natürlich negativ Sachen erlebt, das ganz klar, weil für 25 Jahre war nicht wie Haut. Mir Haut kann ich aber sagen, mir ist es doch ganz egal, was Hautleute von mir halten, denken oder so. Ich lebe einfach mein Weg und das ist auch der richtige Weg, wo ich gewählt habe. Und für mich ist das ganz null Problem. Ganz normal, Leben ist einfach weitergegangen. Und ich kann mich nicht beklagen. Ich bin out, ich bin happy. Und wenn Leute zu dir etwas sagen, dann ist so ihnen noch meine Meinung. Was ist asexuell? Ja, das Sexualität, das ist wirklich etwas, was nicht so oft gesagt wird, aber sie ist wirklich präsent. Das sind Leute, die sich am Anfang für Sex ekeln. Die es nicht gerne machen, aber was sie machen, machen sie in Konditionen, die nicht immer so ganz menschlich sind für uns geduld sind. Es gibt Männer und die Frauen, die das tun. Das ist schön, für wenn man asexuell ist, mit das aber ganz präsent. Wie hat dein Umfeld auf dich reagiert? Am Anfang war es ganz schwer. Ich habe meinen Pap gesagt, oder ehrlich zu sagen, meine Schwester hat mich geoutet. Das war ganz, ganz schwer, weil mein Papa in Amerika hat das nicht so gut reagiert. Er hat gar nicht mit mir geschwatzt für 6 bis 8 Jahre, bis ich schon eine Kontaktwelt gesagt. Aber ich habe ein ganz lieb Stiefpap und meine Mom, sie hat das komplett ganz gut abgehalten oder abgehoben. Und wir sind ganz gut dabei. Ich habe keine Angst mehr. Ich hatte Probleme früher, weil Leute das gar nicht akzeptiert. Ich bin attackiert gehen, ich bin geschlagen gehen. Meine Sachen sind aber fortgegangen. Aber, wie ich gesagt habe, Leben geht weiter. Und ich strecke einfach durch. Und danach 20 Jahre, danach von mich outen, ich bin ganz normal. Wie geht erkannt mit der Situation eins? Bon, heute ist der. Wir haben alle vielleicht eine Mom oder 2 Mammen, 2 Pappen, weil ein Stiefpap ist aber auch ein Pap. Ich bin hin 6 Jahre alt. Hin geht ganz gut eins. Hin hat 2 Mammen. Hin ist ganz, ganz froh. Natürlich hin hat aber Frauen. Und ich bin aber ganz ehrlich mit ihnen. Aber für die Mammen und Pappen, die denken, dass sie keinen Enkel können, das ist heute da nicht so. Du kannst aber noch einmal einen Enkel kriegen. Und alle Kinder kriegen lieb und Hauptsache, das ist alles, das zählt. Die Damen und Herren, eine schöne gute Mittag. Op engem schönen sonnigen 17. Mai heute zu Schöffling, wo als Schöfflinger Jugendhaus eng Flottinitiative ergriffen hat, an sozusagen den internationalen Tag gegen Homo, Bi, Inter und Transphobie wird begehen. Den Ida Hobbit, wie es so schön heißt. Rundherum die Welt machen Leute heute aufmerksam, dass es keine Diskriminierung, dass es keine Bestrafung für Menschen gehen, die an ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechteridentität von einer sogenannter Heteronormalität aufweichen. Das Datum von heute, der 17. Mai, ist gut gewählt, weil er erinnert eigentlich an den Tag, wo die WHO, das ist also noch gar nicht so lange hier, 1990, dezidiert hat, dass die Homosexualität vom Diagnoseschlüssel von der Krankheiten, also von der Klassifikation international der Maladie, aufgeholt ist. Das ist eben noch ein nicht unwichtiges Datum. Das ist ein Datum für vielleicht Barrieren abzumachen am Kopf. Das ist ein Datum für auch Farbe zu bekennen. Der neue Stung an meinem Kalender ist Spruch, dem Englisch auf den Tag halt passt. Es heißt, Zeit hielt Wunden. Man gewinnt sich aber ganz oft und die Wunden, die dann bleiben. Und Leute, die diskriminiert, die drangsaliert, gehen durch ihr ernst Sinn oder durch ihr
durch ihre Sexualität, durch ihre sexuelle Orientation, die hun die eng oder der einer viel matt gemäht. Und das ist dafür wichtig, haut darauf aufmerksam zu machen, dass hier Menschen Unrecht geschieht. Lesben, Gays, Bi, Trans, Queer, Intersex oder asexuell Menschen gehen dann immerhin nach über 70 Ländern strafrechtlich verfolgt, gehen ausgelacht, gehen unterdrückt, wo keine Protektion für ihre Gewalt, weil es zugelost wird, dass also gegen das Menschen wirklich kann diskriminiert, kriminalisiert, harceliert und dass die Leute auch gequält können gehen. Und das leider an manche Länder immer noch eine traurige Tatsache, dass dem so ist. Und das, obwohl als Ziel von der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung von der Vereinten Nationen, also von der UNO, ganz klar dran steht, Gleichrechte für alle Menschen, egal welche Religion, Nationalität, Kultur, sozialen Hintergrund oder eben sexuelle Orientierung. Merci dafür dem Jugendhaus, den Responsablen rundherum Sarah Collignon und ihr Präsidentin Tinisa Ergovic für die Initiative von Haut. Das ist das Bekenntnis an ein Engagement, sich für Menschenrechte stark zu machen, für die Dignität von all Einzelnen anzutreten. Das ist dem nur auch ein Akt von der Solidarität, das ist ein Akt für Freiheit und noch für Gerechtigkeit. Wir wollen am Namen vom Chef der Gemeinderat, der Leute im Jugendhaus, felicitieren, merci sagen an unseren Respekt und noch Anerkennung hin auf den Weg gehen. Wir stellen diesen Tag gerne unter dem Motto Together, Resisting, Supporting, Helping, zusammen widerstehen gegen etwas, was nicht korrekt ist. Leute unterstützen, die in dieser Situation leiden. Das ist auch klar Zeichen gegen Queerfeindlichkeit und das ist auch ein klares Zeichen für mehr Akzeptanz zu erreichen. Das ist ein Bemühen für Toleranz, verstehst du mich, mit dem Händel oder mit den Ballonen, die 7 Rebo vorhaben, drohen, also von allem auch ein Zeichen von der Diversität. Wir Menschen sind unterschiedlich und das ist auch gut so. Wir sind unterschiedlich an unserem Aussehen. Die einen sind groß, die anderen sind klein, die anderen sind breit, die anderen sind mit dünn, die einen die sind dieser Nationalität, die anderen sind dieser Kultur. Und so ist es doch an unserer Sexualität. Wir sind nicht alle Guren gleich. Und ich meine, dass die Aktion von Haut hinterlässt ohne Zweifel Spuren. Kleiner, bescheidener vielleicht, hinterlässt Spuren, lässt doch vielleicht nachdenken darüber, möchte auch vielleicht wackrig und encouragiert für allem auch die Leute, vielleicht, die betroffen sind, für Hürden aufzubauen, für Hotels mit Hilfen aufzubauen, an sich auch vielleicht zu trauen, sich zu outen, an sich nicht seiner oder ihrer sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität zu verschließen. Da hat vieles mehr als den Sinn an den Zweck von ihrer Aktion. Und dafür ist ich wirklich merci zu sagen von dieser löwenswerten Aktion, die wir auch gerne steipen. Und ich will auch sagen, dass die Gemeinde voll unterstützt, was der Heimat. Merci aber auch dem Gilbert Godard und dem Victoria Gert, die hier noch Témoignagen aufliefern. Merci auch für die Animation hier rundherum, für die Workshops, die laufen. Ich will an diesem Zusammenhang dann noch daran erinnern, dass das Gemeinde eine Resolution unterschrieben hat oder deliberiert hat, dass Gemeinde Schöffling als Sohn der Liberté pour les personnes Idabohit soll deklariert gehen. Wir werden noch demnächst Schilder abhängen an Schöffling, für das, so wie die Gemeinde das gemacht hat, für das auch zu témoignieren. Merci dafür allen, die aktiv engagiert diesen Sensibilisierungs- und Präventionstag für die Leute gegen Gewalt und Diskriminierung von Lesben, Schwulen, bisexueller, trans- oder intergeschlechtlichen Menschen steipen und die auch dafür hier sind. Heute ist der Welttag vom Backen. Heute geht auf der ganzen Welt denen geehrt, die backen. Ich meine, wir sind heute auch hier für etwas zu backen, nämlich eine neue Idee, einen neuen Ansatz gegen die Leute von Diskriminierung von allen Leuten, die unter den Idabohit fallen. Weil wie heißt es an der Deklaration, all Mensch muss sich frei fühlen können und muss auf Frieden und Sicherheit können leben. Und das ohne Angst und ohne Diskriminierung und Gewalt.
Zunächst merci für die Nullabstimmung. Ja, merci, dass ich auch der pur Wort so, und es steht ja an der Invitation der pur Wort vom Präsident von der Chancengleichheitskommission. Und ich bin noch höflich auch froh darauf, dass etliche von unseren Membern von der Kommission heute hier sind, dass dir an uns alle gut zusammen. Mama, Papa, ich muss euch etwas sagen. Brauchen wir das heute noch? Als das heute noch nicht ist, ist in der Meinung nee. All Mensch soll sein Leben und gestalten können, so wie hier das fällt, an der Haut, an der hier sich wohlfühlt. Eider Hobbit, hau das den internationalen Tag gegen Homophobie, Transphobie, Biphobie, die zum Ziel haben, gegen all Vielfalt von Geschlechts- und Lebensformen aufmerksam zu machen. Aber nicht nur Haut soll für die Rechte von allen Menschen sensibilisiert und gegen all Formen von Diskrimination gekämpft gehen. Für was sollen sich haut nach Auto müssen? Es muss doch selbstverständlich ja normal sein, dass ein ass wie ein ass und dass ein so auch überall akzeptiert wird. Bis dahin, so schinkt es mir, bleibt bedauerlicherweise noch viel zu machen. Akzeptanz und Anerkennung von der Vielfalt an mehr Dimensionen. Vielfalt von Geschlecht und Lebensformen jenseits von heteronormativen Entwürfen. Wir wünschen uns eine Gesellschaft, an der geschlechtlich Vielfalt unerkannt ist und gelebt kann gehen. Gleich und geschlechtlich lebt, aber Beziehungen sollen gleichberechtigt und gleichgestaltet sein. Geschlechtliche Vielfalt und Vielfalt von den sexuellen Orientierungen sollen am Sinn von den Menschenrechten selbstverständlich und am Anklang können gelebt gehen. Wir wollen eine Gesellschaft, die sich frei macht von Heteronormativität und Androzentrismus. Wir brauchen und wollen eine Gesellschaft, wo all Mensch gleichgestaltet ist. Darum müssen wir schaffen und dafür kämpfen. Und gerade bei ihr, junge Menschen, soll man aufhängen. Der sieht Zukunft und der hat die Courage, so Themen ohne viel geknarrte Sprechelcher an Nussichten unzupacken. Zusammen mit dir, an uns all, bringen wir das fertig. Darunter leben ich. Und dafür sind ich auch höflich, schon heute an einer Gemeinde zu leben, die sich als Friendzone outet. So nicht merci. Ja, ich soll nur Wort für das Jugendhaus. Für was haben wir das heute gemacht? Und Lebegruf hinaus, also von der DLJ, dem Dachverband von der Lützeburger Jugendhäuser, die also bei Workshop angeladen haben, das egal, wo wir Informationen kriegen über die ganze LGBTIQ+-Community. Und ich habe mich selber immer als ganz offenen, toleranten Mensch gesehen, aber auch ich habe gemerkt bei dem Workshop, wie viel ich nicht weiß über die Community, wie viel es da gibt und auch wie viel ich vielleicht unbewusst falsch mache, wie viel Vorurteile ich auch unbewusst tue. Du mir am Team darüber geschwärzt, ich fand, dass das wirklich ein flottes Projekt wäre, für den 17. Mai etwas Kleines zu organisieren. Zum Glück hat das Gemeng direkt dabei zu unterstützen, durch große Massen Gemeng und eben auch unter Carlo, dass sie auch hier ein paar Wochen. Und da war eine ganz große Merci und DLJ für das Projekt. Und genauso wie das Gemeng die Freedom Zone heute zu Schöffling hört, haben wir alle selbst für das Jugendhaus. Wir kriegen ein Sticker, der Jugendhaus-Ding, LGBTIQ+ Freedom Zone. Da sind wir dann abhaut offiziell auch ein Safe-Platz am Jugendhaus. Aber das, was wir sowieso sollen sehen. Das Jugendhaus soll ein Platz sein für jeden, für alle Jungen. Egal wen aus, wen Jahren hört. Mir das nicht immer einfach. Viele Leute trauen sich nicht zu suchen. Und da will mir offiziell suchen. Ihr könnt, egal wen du bist, komm bei als Schwarzmann, wir lauschen dann nur, wir verurteilen dich nicht. Haut ass den Dach vun der Community. Wie gehst du mat der Situation an degem Umfeld um? Ech perélech hunn ganz viel Kollegen am engem Umfeld, wo ja, eng aner Sexualitéit hunn an noch am Jugendhaus sind immer moll oft. An ech perélech akzeptieren dat einfach, weil dat de sech richtig wat de mache kann. An ja, wann eng Perun zum Beispiel wann du Kolleg merkst desideiert eben eng aner Sexualitéit ze hunn, dann ass dat de so, dat das seg Entschädung an dat muss ich respektieren. Ja, also ich bin selber homosexuell
Und ich noch ganz viele Freunde, Kollegen, also Freunde und Familie, die auch homosexuell sind oder was auch immer. Und voilà, wir haben gar kein Problem mit dieser Situation. Wir sind ziemlich open und ich habe bis jetzt kein Problem damit. Ich gehe ganz gut damit, weil ich selber bisexuell und ich fand doch ganz schön, dass wir so Community machen haben und dass auch ganz viele Leute kommen. Hast du Erfahrung mit der Diskrimination? Also ich gebe so ein aktiv nicht. Es ist schon nicht wirklich schmatt gut, dass ein aktiv diskriminiert gouf. Mich gebe auch so, dass es immer die Diskrimination geht, an dem sie einfach heutzutage am Wortgebrauch immer das Wort schwul benutzt, das ist schon ein ziemlich diskriminierend Wort. Und auch die Jungen sich selber, die vernennen sich ja noch als die Schwulen an, auch von denen sich nicht wirklich bewusst ist, dass das Diskrimination ist, als es da war. Und ich fand, da müssen sie wirklich aufpassen. Ich habe nicht ganz viel Erfahrung mit der Diskrimination, aber wo ich mehr jung war, habe ich viel gemobbt an der Schule, weil ich mich anders angetan habe wie all die anderen Mädchen, mehr männlich. Ich habe kein Rack angetan, also Sachen, keine Schminksachen. Und dafür, wo ich mehr jung war, war das natürlich nicht so akzeptiert. Aber als Erwachsene habe ich gar kein Problem. Also ich fand Lützeburg als wirklich eine ziemlich open Community. Ich kenne aber Leute, die hatten da, die rufen von ihrer Familie sogar rausgeschmissen von daheim. Sie haben gar keinen Kontakt mehr mit der Familie und das fand ich einfach nicht mehr traurig, dass es so etwas noch gibt heutzutage. Und ja, ich hatte zum Glück das nicht. Ja, ich habe selber Erfahrung mit der Diskrimination, weil ich ja bisexuell und weil ich eben stehe auf Männer, aber ich gucke aber gerne Frauen an. Manchmal dass das nicht wirklich bisexuell ist, aber für mich ist das ja, bisexuell und auch ganz viele Kollegen, die von mir diskriminiert, weil zum Beispiel schon Kollegen, die sich als Frau dann operieren gelassen haben und ja, sie gehen noch immer drauf gemacht. Das ist nicht ganz schön. Was kann den Dinger Meinung noch am großen Ganzen mehr oder besser machen? Ich fand am großen Ganzen also schon mal wichtig bei den Kindern anzufangen, weil das da wo am meisten geprägt wird. Und dafür ist es doch wichtig, zum Beispiel am Bildungssystem, wenn sechs Schüler gehen zum Beispiel abgeklärt, wenn dann da einfach am Buch eine Seiten hört, wo eine Frau einen Mann gesagt, da kann den nicht das, aber wenn einfach nicht zur Seite gibt, wo eben noch gesagt wird, nicht kann sein, zum Beispiel zwei Männer, dann ist das doch für die Kinder auch noch etwas anderes, was sie nicht können. Und natürlich diskriminieren sie das dann noch. Dafür müssen sie wirklich schon anfangen, an den Primärschulen einfach mit dem ein bisschen mehr aufklären, auch über das Thema. Also ich fand, bis jetzt möchte Lützeburg schon ganz viel, schon immer mit so kleinen Events, wo ihn einfach die Leute sensibilisiert auf das Ganze. Und wo ich einfach weiß, dass wir normale Menschen sind wie all die anderen. Und ich meine, das Problem liegt echt mehr am administrativen Teil, was Lokalität zum Beispiel anbelangt. Wir müssen auswählen, okay, Barcelona, maskulin oder feminin. Es müssen noch andere Optionen nebendran gehen. Und auch eventuell, ich kenne noch ganz viele Leute, also zum Mädchen persönlich kenne ich die Welt gerne ihre Körper ändern. Komplett, sogar heinst du von weiblich auf männlich wechseln. Und das heinst du ganz schwer, zumindest mit administrativen Teil, pardon. Und auch Niveau Hospitalisation, also weiter heinst du muss weit fortfahren. Wir können überhaupt sich zu verändern. Und das halt, das müssen halt vielleicht ein bisschen auch am Land hun. Ich kann dazu sagen, dass wir sollen den Kindern auch ganz viel noch sagen, dass all Mensch selber das doch von ein transsexuell also oder bisexuell, homosexuell, das alles dasselbe ist von ich und kann auch heutzutage von das nicht normal mehr von dann am 6. Schuljahr oder auch so wie heute kann er Material bringen, dass sie können gesehen werden, dass das ganz normal ist, dass die Leute aber normal ausgesehen. Témoignagen. Wir hatten ganz viel Chance, dass Gilbert und Victoria auferstanden waren, ein bisschen über ihre Erfahrungen zu erzählen und dafür gehen wir Schiene Lotfurt. Merci Jean Le Guen und merci auch dem Jugendhaus, dass ich mitmachen darf.
Ich will euch aber mal ganz kurz erklären, was überhaupt den LGBTIQA+ überhaupt ist. Also der L ist für Lesbien, der G ist für Gay, der B ist für bisexuell, der T ist für transsexuell und transgender, was doch ein Unterschied ist. Der Queer ist für uns alle Guten, für jeden. Und den I, das ist ein intersexuell. Intersexuell, das ist an sich mehr ein medizinischer Begriff. Das ist ein Begriff, da kommen Kinder auf die Welt, die weder jung noch Mädchen sind. Am Mädchen sind sie am falschen Körper erzogen. Also sie tendieren dann natürlich zu dem Richtigen, wenn sie an ihre Sexualität rankommen, da wählen sie die richtige Sexualität aus. An asexuell, das geht doch ganz viel, das ist ein E, das an sich Leute, die ein bisschen Ekel für Sex haben, die auch keinen Sex brauchen. Wie ein Mann, der kriegt natürlich eine Erektion, wir wissen nicht, dass man zu fangen. Und eine Frau, die geht doch natürlich warm, aber natürlich hat sie auch kein Bedürfnis, Sex zu machen. Da gibt es natürlich auch ganz viel an unserer Gesellschaft, aber sie gehen leider auch unterdrückt, weil sie nicht verstanden gehen. Und da gibt es natürlich die Mengen, sie werden alle gut heterosexuell. Das sind die Mengen, sie werden nur noch richtig. Am Anfang kann ich eventuell so sagen, aber wenn ihr Haut guckt, Mann und Frau passt auch nicht bei ihnen. Weil der Mann nur eine Idee wie die Frau Ideen hat, aber der Mann möchte Frau nicht, also dann hast du gesagt, die passen auch nicht richtig bei ihnen. Mit das einfach als Gesellschaft, die hätte gern, dass wir alle Guren heterosexuell sind. Was man natürlich schon, das ist an den 70er Jahren, hat in Amerika ein so ganz schön Fendel rausgebracht, den viel Farben hat, den hängt doch auf der Gemeinde. Das ist am Anfang Friedensfendel. Bedeutet alles, was Frieden ist, soll Hunde nicht das für Homosexuelle, nicht doch für die Krieg und so fort. Und nicht für eine Frau, wenn es gemengt gegen Pferde springen, sie zu belichten. So wie ich das schon mal ein Jahr rausgesucht habe, das wir ganz flott. Übrigens ist Zwasch am Juli, Gay Pride, da sind alle mal herzlich willkommen. Für die vielen Farben dort zu sehen, das ist nicht dunkles dort, das ist einfach viel Frieden, viel Spaß dort. Das ist der 7. auf der Escher Gemeng. Und Esch, die engagiert sich ganz, ganz stark für die Homosexualität, also für als Rosa Lützeburg Gay Mat. Wie übrigens muss ich da sagen, den Mark Spauzeit von Schöffling, den engagiert sich dabei auch ganz viel. Und natürlich wissen wir ja alle gut, dass an der Chambre, als Politiker, da sitzen ja auch genug Homosexuelle, die auch als dann zu Wort stehen. Dann will ich ganz kurz aber etwas über mich erzählen. Ich habe mich für 25 Jahre geoutet, was kein Fehler war, was richtig war. Und ich bin auch froh, dass ich das gemacht habe, weil falsch zu leben an seiner Sexualität ist wirklich ein Kampf, ein Schadekampf. Was ich hatte eine gute Familie, ich hatte gute Freunde, die zu mir gehalten haben. An meinem Geschäft, muss ich aber sagen, hatte ich da aber ein Abbase von rund 30%, weil ich mich geoutet habe, weil ich nicht war wie die anderen Leute. Und ich denke, dass ich mich aber mein ganzes Leben lang so beholen wie die anderen Leute. Und trotzdem sind ich studiert gehen. Heute ist es ganz anders. Heute sind wir in einer anderen Welt. Früher, wie ich jung war, und die hat gesagt, die wird schwul. Du hast gesagt, die wäre Linksen. Das ist heute ein Wort, was ich nicht mehr hören, aber doch nicht mehr gesagt wird. Aber du war das am Anfang Verbrechen, wenn ihn so etwas gesagt hat. Es hat ihn nicht neben seinen Lippen so. Ich selber wusste mit 16 Jahren noch nicht den Unterschied wirklich von meiner Frau, wenn ich das so bezeichnen kann. Und es sind in eine Linie gesteuert gehen, wo ich gar nicht wollte, aber wo ich nur drauf war, und die für mich nicht ganz agreeabel war. Heute ist es natürlich ganz anders. Wir sind viel mehr offen. Diskrimination ist noch einmal so da wie die anderen Kinder, das 100%. Und ich muss leider sagen, das schuld, dass das so ist, dass ein Homosexuellen sich muss outen, weil ein Heterosexuellen, die stellt schon nicht hin, dass sie sind hetero. Also das auch nicht. Ich will euch auf dieser Platz sagen, mein Weh, den hast gemacht,
Ich bin noch nicht traurig, dass ich homosexuell bin. Ich bin ganz froh darüber. Und ich lebe heute so, wie es mir gefällt, ob das einem passt oder nicht. Das ist ganz egal. Und ich so nicht dafür. Merci, dass ihr mir noch gelauscht habt. So, moin, ich bin der Victoria. Ich habe hier in der Bijouterie ein Schifflein. Auch von der Frau in Hanau. Ich bin da für Antworten zu gehen. Ich war im 5. Schuljahr. Und ich herausgefunden, dass ich gern Fräulein. Das ist nicht einfach, dass ich wollte Fräulein gern haben oder ich wusste überhaupt nicht, was das war. All die kleinen Kinder, sie hatten einen Freund, eine Freundin. Und ich wollte eventuell eine Freundin haben. So, aber an die Zeit, ich war 10 Jahre alt, wir haben aber nicht über Lesb, Gay, Schwulheit so geschwatzt. So ich wusste überhaupt nicht. Dann Hanau, ich war so 10 Jahre alt und ich hatte gedacht, da war andere Leute da. Und ich bin in einen Chatroom gegangen und ich habe mit Leuten gechattet. Und ich habe herausgefunden, was Gay und Schwulheit sind. Und ich bin leider nicht selber aus dem Closet gekommen, aber meine Schwester hat mich geoutet. Und das war natürlich ganz basic. Mein richtiger Papa in Amerika, hat das richtig ganz schlecht beholt oder ugeholt. Und hat mit mir für die nächsten 6 oder 8 Jahre nicht mehr geschwatzt. Bis hat herausgefunden, dass ich für den kannte. Beimal ist ihn komplett changiert. Aber an guten Nachrichten, meine Mama war heiße Lützebäuerisch und hat einen Mann kennengelernt, der Lucian Kunsch. Und ihn hat bei mir gesagt am Telefon, und ihn hat gesagt, das ist mir egal, wenn du es gern, wenn du bist schwarz, weiß, gel, Muslim, Hauptsache du bist happy. Und das ist richtig, was am Leben geht. Ich bin happy, ich habe einen Kant, ich habe 6 Jahre. Nicht der Maverick, ist aber auch ganz bekannt als Schiffling. Aber auch die Eltern, die denken, wenn dein Kind als schwul oder lässt, du kannst kein Kinder kriegen, du kannst das aber noch machen. Und auch der Vorwurf, dass mit den Disney-Filmen oder so, wenn du sagst, eine schwule Person und die Eltern, oh, du kannst das nicht machen. Guck, ich bin 33 Jahre alt. Ich habe heterosexuelle Filme immer geguckt und ich bin aber nicht heterosexuell gehen. Pardon, aber guck, ich bin 5 Jahre heißer Schiffling. Ich habe den Sport gelernt. Ich habe meine neue Frau kennengelernt. Wir sind über den Monat bestört. Und ich habe mein eigenes Geschäft und auch mit den Schwierigkeiten, weil du kannst Schwierigkeiten. Egal was du musst, du kannst Schwierigkeiten, aber du kannst immer durchdrücken. Und du kannst immer mehr weit gehen. Wenn du bist 30 Jahre und du hast das nicht gepackt, du kannst das aber packen mit 40 Jahren. Oder mit 50 oder 60. Aber du musst einfach weitergehen. Auch wenn du denkst, die Welt ist am Ende, du kannst noch weitergehen. Suizid ist nicht eine Option, mit Outen oder wenn die eng hat dich nicht gern, weil eine Person gibt dich nicht gern, wenn du bist schwul oder lässt. Und auch eng gibt dich auch nicht gern, weil du bist schwarz oder weiß oder wenn du bist Muslim oder Jude oder so. Egal, mach dein Leben einfach weiter, wie du willst. Und Hauptsache, dir sind happy. Wirklich vielmals merci, ihr zwei, für den emotionalen Témoignagen. Das wirklich, du tust ja das Leute aus der Szene etwas so, wo man vielleicht besser verstehen. So, Annelo, haben wir noch eine Überraschung, ob bei diesem Programmstunde wir eine kleine Flashmob machen. Und es gibt farbig, die könnt knastig gehen, mir geht doof. Die Schifre, die will mitmachen, gebe ich froh, einfach sich hier zu versammeln. Und da weiß man Farbe und wir weisen Diversität.